Hey. Hallo miteinander. Welcome back. Sollen wir ein bisschen singen? Fangen wir ein bisschen singen an. Also ich mach den Beat. Ja, und wir singen Welcome back und so. Karang, sing bitte. Welcome back. So, das ist einmal meine Stimme, wenn ich muss vortragen. Der macht dann einmal so. Wie der Icon. Ja, früher noch mega easy, einfach da vorne gestanden, voll spontan und dann habe ich Sachen raushauen. Je älter ich werde, desto mehr schäme ich mich da vorne. Das ist letzte Podcast-Folge erwähnt. Wegen der Präsentation. Ja. Easy. Das ist bei mir von Ihnen auch so. Jetzt habe ich Alzheimer. Ich werde älter und so da. weiser. Mhm. Also je mehr hinter da geht, desto mehr Alzheimer. Ja, das ist so. Das ist ein guter Indikator. Also ich glaube, bevor wir da wirklich anfangen, muss ich mich nochmal entschuldigen. In Paris bin ich umgeflogen, und zwar die Stege. Und dann habe ich den Roadcaster leicht verletzt und darum ist letzte Woche leider keine Folge rausgekommen. Ja, und wie ist das passiert? Wir waren voll geladen gewesen, wie Zigeuner. Beide Hände voll. Auf der einen Seite hatte ich die Geräte, auf der anderen Seite mein PC. Dann hatte ich Lackschuhe angehabt. Die Stege, übrigens 5 Stück haben wir müssen laufen, ich glaube gar keinen Lift gehabt. Aber trotzdem mega geile Wohnung. Die Tritte sind so abgenutzt gewesen. Kennt ihr einmal so Steine? Du siehst einfach, dass die Steine schon sehr lange dort Die sind. Kamera. Welche Kamera soll ich schauen? Da, die Haupt. Okay. Nein, schau, die ist mir sympathisch. Ja, die wird nur für Reels brauchen, aber egal. Egal, ist doch auch easy. Auf jeden Fall, ich schaue jetzt extra dir. Ist gut, alles gut. Die Steine, so haben eigentlich die Treppe ausgesehen. Das ist massiv Holz gewesen, aber so durchbogen. Und genau dort bin ich aus Versehen rein und dann ausgerutscht. Gerade so ein paar Stege runter. Es war peinlich gewesen, zum Glück hat mich nicht mehr gesehen. Man hat mich einfach gehört heulen am Schluss. Steißbein zum Glück nicht gebrochen, das kann übrigens mega schnell passieren. Ein Kollege ist da passiert und der kannst nicht operieren bzw. nicht eingipsen. Wie willst du das machen? Du musst einfach mit dir Agolo und immer auf Weichen im Küsse hocken. Und einmal in der Oberstufe hat eben der besagte Steißbein gebrochen und ich habe es vergessen und heim muss es in den Arsch reinging. Alter. Der Amtstier hat angefangen zu heulen. Und ich so, oh mein Gott, sorry, es tut mir so leid. Und nachher hat er im Unterricht nicht mehr können normal hocken. Er hat immer einen Küsse gehabt, aber wie ein zweiter nochmal. Du hast ja noch wieder gekickt. Nein, und dann ist der Direktor sofort zu mir gekommen. Er hat halt gekühlt. Er hat sich gar nicht können ausdrücken. Und ich so, hey, ist aus Versehen gewesen, bla bla. Und nach im Nachhinein, nein, ist gut. So, er hat gemeint, er hat ihn geschlagen. Also habe ich ja, aber ist so nett gemeint. So unter Jungs und so. Wenn man so macht, aber bei Steißbein ist das wirklich mühsam. Ja. Ja, ich habe vor allem am Anfang mega Angst gehabt. Also, als ich gehört habe, dass der dritte umgekehrt ist mir erst vor, ey, was ist mit dem Equipment? Weil mir ist am Anfang am dritten alles scheißegal gewesen, wie es jetzt ihm geht. Ich höre nur so. Ich höre nur den Roadcaster, echt. Babab. Auch so zweimal. Bro, ich höre den dritten nachher so. Oh, Scheiße! Ey, und vor allem jetzt sind einfach unsere Knöpfe kaputt. Bro, der Knopf ist so schräg. Aber ja, wir machen das Einfach Beste. schräg Lage da drin. Ja, wir machen immer das Beste draus. Ja, Mann. Welcome back. Welcome back Migration, welcome back zum besten Podcast in der östlichen Hemisphäre. Wir machen einen geschwinden Recap zu Paris. Das ist auch noch schon hure lang her, Mann. Da fühlt sich an, als wäre da jetzt schon einen Monat her, obwohl es gerade mal 2 Wochen. Ja, 2 Wochen her ist. Was haben wir noch gemacht? Wir haben eigentlich nur vom ersten Tag erzählt. In der letzten Folge. Dann dazu noch erzählt, dass er dritte Mal arbeiten. Der hat auch effektiv durchgezogen. Also wir wissen jetzt nicht, 100%. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er hat irgendwas gemacht. Auf jeden Fall, wo wir raus sind, der Karan und ich, was haben wir eigentlich? Wir haben so Perli-Sachen gemacht. Wir haben richtig, Bro, wir haben richtig, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Es ist so Bonnie und Clyde Perli Ja, gewesen, Alter. Wir haben so... Sogar dort hinten schon Eifersucht. Aber richtig. Die Direktorin macht Augen. Ja. Nein, was immer, wir sind zuerst zum Eiffelturm. Ja, Also zuerst Croissant am Morgen. Yes, Kaffee und Croissant. Kaffee und Croissant. Dann sind wir zum Eiffelturm. Ein bisschen chillt, ein bisschen Smalltalk. Deep Talks. Smalltalk, ja. Wir haben schon ein paar Ja, wir haben schon. gute, richtig gute Gespräche gehabt. Mal. Und dann sind wir haben kurz überlegt, ins Louvre gehen, aber da war irgendwie ein bisschen weiter weg gewesen. Und dann haben wir Champs-Élysées suchen. Stimmt. Haben das nicht gefunden, oder was? Bro, wir sind einfach...
Bro, du weißt meine Orientierung, Bro. Hä? Ich gebe in Google Champs-Élysées, oder? Und ich habe gewusst, das ist irgendwo in der Nähe vom Eiffelturm, Bro. Nein, Habe ich am Anfang auch gemeint. stimmt nicht. Also ich habe gemeint, Bro. Also es ist schon in der Nähe, aber es führt... Also wenn da der Eiffelturm ist, Champs-Élysées, geht es so drüber. Ja, und dann, Und vor allem, ich habe Arc immer de gemeint, Triomphe ist dort. man sieht es doch. ja. Weil Arc de Triomphe ist ja hoch, also theoretisch mega groß. Aber Ja, und das Problem wir ist, dass haben's Paris flach ist und die Gebäude sind recht hoch. Voll. Siehst du irgendwie gar nicht. Irgendwann dann haben wir es gefunden. Und, Also doch, Champs-Élysées. Champs-Élysées. Okay. Mhm. Also wir haben es schon gefunden und dann sind wir auch durchgelaufen, aber nicht lang, aber wir hatten hohen Hunger gehabt. Mhm. Hohen Hunger gehabt und dann sind wir zuerst in Ah, ja. Milkshits gefunden und nachher sind wir zuerst, nachher ist auch komm, gehen wir in Mac. Bro, Mac Ah, einfach, Max Champs-Élysées. ja, oder? Bro, einfach keine vegetarische Option. Da habe ich noch nie Aber gesehen. zuerst mal, der Mac hat richtig innovativ ausgesehen. Es ist mega modern gewesen. Wir gehen dort hier und so denkt, easy, jetzt ist alles mit diesen fucking Displays da. Warte schnell, ich glaube, bei dem bin ich schon mal gesehen. Kann gut sein. Das ist gerade beim Arc de Triomphe. Du Ja. siehst ihn. Auf die Ja. Linksseite, Links- falls ihr runterlauft. Ja. Ja, genau. Und dann, wenn ihr reinkommt, zum einfach mal vorstellen, es ist eine recht tiefe Decke. Und dann Mhm. hast du, glaube Du laufst auf. ich, links die Displays. Recht Ja, lang. rechts. Genau, rechts. Ah, oder rechts. Rechts Ja, sind die okay, Displays. rechts. Rechts Ja, ist die das ganz... Weiter vorne am Hintergang ist nochmal Dings. Empfang? Theke? Ja, so weit sind wir gar nicht gekommen. Nein, wir sind, Wir Bro, sind wir auch wieder wir sind rausgekommen. zum Display. Ah, easy, sorry. Wir sind gut. zum Display und haben gesehen, ich habe keine Option für mich. Ja, voll. Und ja, Alte eine These zu diesen Displays kurz. Ich habe das Gefühl, dank diesen Displays werden die Menschen immer fetter. Weil stell dir mal vor, du bist so ein bisschen pummelig, gehst zu diesen Displays, oder? Dann das Schamgefühl vom Empfang Ist von 40 Cheeseburger bestellen Voll. ist einfach nicht mehr rum bei diesen Displays. Du drückst gerade irgendwie fucking 50 Cheeseburger. Also, weil du fühlst, du hast eben die Interaktionen mit Menschen. Du kannst Da einfach, ist es. einfach drücken. Echt, da ist es. ganz ehrlich, wer bestellt 50 Cheeseburger? Haben wir schon mal so einen Wett gemacht, also Ja. so versucht durchzuziehen, wie viele Pizza. Cheeseburger ihr Nein, aber Pizza, Nein, noch, Pizza Mann. Slices. Pizzastück. Pizzastück. Ich glaube so 16, 17 Stück am Stück habe ich noch. Ja, Wie ich viel? glaube, 16? 16 Stück, ja. Habe ich ja, mal auch mal gesehen. 16 Stück. Aber das war noch also. in meiner Peak-Zeit, weißt du, wo ich... Ah, ich kann mich noch erinnern, wie viele YouTuber haben das gemacht. Sind so in Mac reingelaufen und haben irgendwie so fucking 60, 70 Ja. Cheeseburger bestellt. Kostet ja nichts, Mann. In Deutschland kostet ein Cheeseburger Ja, 1 Euro. Jetzt vielleicht Aber es ist ein 13. bisschen teurer geworden sogar jetzt. Ja. Eben, und dann haben wir nichts gefunden für den Karren. Und irgendwie hat mich auch nicht so richtig geil gemacht dort rein. Dann sind wir rausgelaufen. Noch ist geil gewesen. Dann sind wir rausgelaufen und dann nach gerade nächsten Diner sind dort eingelaufen und haben gefragt, hey, haben die irgendetwas Veggie-artiges? Dann lacht euch so an und sagt einfach, ja, wir haben Avocado-Toast, gell, ist das gewesen? Oh, da ist nein, auch noch ist gewesen, da habe ich voll vergessen. Genau. Ich bin schon beim Shawarma gewesen, Bro. Ja. Und dann laufen wir rein Oh mein Gott. und wir so easy, sieht alles easy aus. Fancy, wirklich. Mega. Und dann haben wir Platz. Haben sie für uns sogar noch Platz gemacht, Mhm. Stühle umgedreht und so. Wir sind irgendwo angehockt, genau neben den Barleuten, die auch Bestellungen annehmen, so Gläser bekommen und so Zeugs. Wir hocken an, wir kommen mit Karte über. Wie viel hat es gekostet? 16. 16 fucking Euro für Für ein Avocado-Toast. Avocado-Toast. Also weißt du, einfach so Toastbrot. Ey, Ja. Wahrscheinlich wäre so ein Toastbrot gekommen mit so eine kleine Schicht Avocado und ein bisschen... Also sind Avocados so geschnitten gewesen? Weiß oder es einfach nicht. So Ich Wahrscheinlich, hab- und mir ist nicht wahrscheinlich ein gesehen. bisschen Gewürze. Aber jetzt rückblickend, wo er uns angelacht hat, Ja. habe ich so gedacht, er hätte sicher nur angelacht, weil der eine fette Marge gibt. Voll. Weil einfach ein fucking Toastbrot und dann noch Avocado, 2, 3 Mm. und dann ein bisschen Gewürze. Du musst dir vorstellen, wir hocken so dort, oder? Und der andere, der Kellner hat das Gefühl, oder der Inhaber hat das Gefühl, wir sind jetzt da voll auf der Karte am Schauen. Was macht er? Ja. Er schaut einfach in der Nähe, wo es einen Döner hat. Während wir dort am Hocken sind. Und dann kommt er so, er so, everything okay? Und er so, yeah, I think we are leaving. Ja, einfach so, yeah, I think we are leaving. Aber vorher habe ich noch ganz dreist nach WLAN-Passwort gefragt, Ja, voll. damit ich einfach schauen kann. Und dann so nach so fucking gefühlt die halbe Stunde runter und was bin da? Ich so, I think we're leaving. I think we are leaving. Und dann haben wir den Shawarma gesucht. Sind wir Shawarma gegessen, ist eigentlich noch mega abgedroschen, hat abgedroschen ausgesehen. Ist zu gewesen eigentlich. Stimmt, ist eigentlich close gestanden. Und sie ist dann komm rein. Und ja, der Sohn ist ein bisschen komisch gewesen. Der hat uns so komisch Er ist angeschaut. angeschaut. Auch Wie- beim Essen, wir sind am Ja. Essen gewesen, er steht Er einfach, schaut uns so an. schaut- Schaut uns einfach so an. Naja. Nachher Haben wir bist- aber mit der Karte müssen zahlen? Ja. Nein, Unikarte meine ich, sorry. Nein, Ist Karte nein, nein, gegangen. mit- Nein, die Karte ist gegangen. Ja, mit Karte. Genau, und Ja, dann was haben das auch noch gesehen? Nachher ist das Highlight gekommen, Bro. Abgesehen von dem, ist was echt Highlight von Das Bonnie ist- und Clyde gekommen. Wir sind... Wir haben uns, Eiffel Tower.
Wir haben, also, look, es ist, ich weiß gar nicht, wir sind am Essen gewesen und irgendwie bin ich habe dich angesprochen oder du hast mich angesprochen. Mhm. Ey, ich habe noch nie eine Maniküre gemacht. Nein, ich weiß wieso. Oh mein Ich weiß was, nein, ich habe echt lange Nägel gehabt. Du Ja, hast mit richtig Nägeln- dreckige Nägel Ja. gehabt. So dreckig, also richtig, kennst du die, wo so... Ja, sie einfach nicht geschnitten gehabt. Ja. Ja, Brusi. und dann, je länger sie sind, desto, wenn halt, weißt du, ich bin halt, Ja. weißt, ich arbeite auf dem Bau, weißt Ja. dann habe ich halt schnell. Logisch. Und Das Ja. sind so wie ein 3D-Drucker, ja, aber easy, mega ey, dreckig easy, ist. Bro, muss schnell. Und ich so, Bro, weißt du, wie geil, wenn wir jetzt eine Maniküre machen? Und in seinen Augen, ich habe schon gemerkt, er hat nicht einmal zögert. Bro, er so, ich schwöre dabei. Nachher wir am Suchen, nachher haben wir Thai-Maniküre-Laden gefunden. Mhm. Oder vietnamesisch. Also Viet Thai hat er Ja, geheißen. voll. Aber wir haben nicht explizit nach Thai gesucht. Wir haben einfach... Wenn da, ja, Ja. voll. Ja. Dann sind wir angelaufen, ist in der Nähe gewesen, und dann nachher ich so, ey, Ahmed, geh du rein. Geh du Nein, wir sind vorne dran, gell? Ja. Wir haben es gefunden. Mhm. Also 200 Meter gewesen. Dann sind wir so vorne dran und dann wir so beide voll so wie schüche Buben, so uns gegenseitig am anschauen, wer geht zuerst, wer geht zuerst. Und dann er so, gang du rein, ich gang rein, mach die Türen auf. Mhm. Und wenn wir gerade einlaufen sind, so ist die Arbeiterin dort gewesen und eine Kundin. Ich laufe ein, ich maximal nervös. Habe jedes Wort bei meinem ersten Satz zweimal gesagt. So nervös bin ich gewesen. So, hey, can we come here without an appointment? Geil. Und dann sie Was so, heißt da? und dann sie so, okay, was für keine Ahnung jetzt, was sie gesagt hat. Und dann hat die Kundin hat alles übersetzt, Mhm. bla bla. Und sie so, maintenant? Und ich so, ja, oui, maintenant. Dann ist mir gelaufen. Der Kahn hat seinen Platz bekommen, ich habe meinen Platz bekommen. Und dann, wir haben gar nicht gewusst, was anfangen mit uns. Alter. Wir sind einfach, ja, keine Ahnung. gehabt. Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich habe gemeint, Maniküre ist immer mit Nägel, also mit Finger, Hand. Nail Nein, Polish. Farbe. Weißt Nail Polish? Ach so. Finger, Nail Polish. Polieren. Nein, mit Farbe. Wie heißt das? Ich gehe an mein Auto. Direktorin? Nagellack, genau, das ist das Wort. Nagellack. Ja. Und ich so, we want a manicure without, Nägel-like. Without, without Nägel. Und, Without nailed. aber ich, without Lackschuh. aber ich, Ist gut gewesen. wie hast du es gefunden? Ja, brutal. Softe Das ist Hände. krass. nachher. Ja, mir richtig, das war ein Entspannt. Treatment. Gewesen. Sie Hand, Also- also meine Hand ist so gewesen, ja, meine Hand ist so. Ja, Ja, müssen meine Hand so platzieren. Ja. Also, Wir dann Sind ist da sie- am Hocken gewesen und sie ist gegenüber gehockt und hat so gemacht. ja, Genau. Okay, gut. Dann jetzt Weißt du eigentlich den Unterschied zwischen Maniküre und Pediküre? Pediküre. Füße. Echt? da Wieso wird haben wir gerade nicht ein bisschen- Pediküre gemacht? ja. Also wir müssen ja nicht gute Füße, sondern Ja, ja. ja, das ist so. Ja. Und dann eben haben sie das Nägel geschnitten, Mhm. ein bisschen dort unter die Haut sind und ein bisschen Creme und Was ich mega komisch finde, da machen sie ja einmal. Es gibt ja so eine leichte Haut über dem Genau, Finger das und sind sie auch Nagel. weg. Genau. Das sind sie abschneiden, das finde ich richtig komisch. also, ja, ich habe es nicht es- komisch gefunden. Bei es mir hat es fast fällt- keins gehabt. Bei mir hat es fast keins bei gehabt. mir war es voll. Gewesen. Oha, nein, bei mir nicht. Nach so 3 Finger oder so, oder 4 Finger, ist es einfach voll. Gewesen. Vor allem Krass. so am Rand, so rundum. Und dann hat sie so wie eine Lösung gehabt, wo man Ja. so unsere Finger hier am Anfang. Das war ich. Weil die Haut, wo, ich weiß nicht, ob du da gemeint hast vor, Ja. ist so ja, ich über den Nagel. mein- Ja, den meine ich. Dann hat sie so wie Mhm. zurück Gestoßen. ja, So, gestoßen. Ja. Dank der Lösung ist es halt mega easy gewesen. Und nachher mit dem Nagel in einen Schlag Ja. und nicht Ja, bam, voll. bam. Ciao, Leben. Nein. Gut. Das war spannend, gewesen, weil ich glaube, jetzt werde ich sicher so alle 2 Monate. Gut, da ist halt hoch teuer, Alter. Wir haben dort irgendwie 20 Euro gezahlt. 20 Euro, ja. Aber nein, ich werde wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht. Es ist so in dem Moment krass gewesen, aber der Effekt ist von lang geblieben. So der Ja. ist einfach so. Ist aber für einmal Video so gewesen. Einmal Video so, ja. Mhm. Naja, wo. Ja, nachdem sind Was haben wir. wir noch gemacht, stimmt? Nein, noch sind wir. Also Dann sind sind wir wir jetzt zum Eiffelturm gegangen? Ja, von weitem. Aber haben nicht wir's- drin. Nein, Ah. nein. Ja, ja, klar. Also ja, sonst müsste ich glaube ich lange anstehen Ja. oder so. Mhm. Hast du ihn gross gefunden? Schon mächtig, Alter. Ist mächtig, aber ich denke, ein bisschen größer. Echt? Aber weißt Ja, du- wo ich das erste Mal gesehen habe, ich denke, wow, das ist hure gross. Nein, weißt du, Ja. ich habe es vorher grösser gefunden, aber jetzt finde ich es aber kleiner als vorher, weil ich bin in Frankfurt war. Und dort sind die Hochhäuser Mhm. und die ganze Bankenviertel riesig. Und seitdem Mhm. sind eben nicht mehr, aber trotzdem.
Ja, Ich finde, ja. die sind noch riesig, Bro. Da, was ich jetzt im Nachhinein vermisst habe, ist der Eiffelturm in der Nacht zu sehen. Wir haben sie in der Nacht gar stimmt. nicht gesehen, gell? Voll. Mit den Lichtern, die sie ab Ja, und zu irgendwann haben. ab dem 11 oder 12, ab 11 fangen sie an. Irgendwann. Flackern, gell? Ja. Mhm. So wie bei PNL, ODD, bei dem Video. Das ODD? war Legende, gewesen, Mhm. Mann, das Video. Geiles Lied. Mhm. Nein, noch sind wir heim. Voll. Ja, Dann hast du nein, wir ready sind gemacht? eben nicht heim. Wir sind irgendwo an. Ja, ganz ehrlich. Wie lange sind wir jetzt in Paris gewesen? 2 Tage. Wir sind nicht in Paris gewesen. Wo sind wir gewesen? Ah, stimmt, wir sind in Indien gewesen, Mann. Ja, wir sind in wir, Indien sind, wir gewesen. haben einfach alles Indische dort ausprobiert. Und alles auch Schlechte auch noch ausprobiert dort. Schalt kann man aus. Also der Karan hat uns wieder mal überzeugen von gutem Essen. Dann haben wir zur Nacht können entscheiden. Ja, eine Aufgabe kann ich in meinem Leben, aber da haben wir schon mal erwähnt, glaube ich. Inder Und, gesucht und dann. Im ersten, eben gestern, letzten Podcast, haben wir gesagt, dass wir Inder gegessen sind, noch eins verkackt. Jetzt, neuer Podcast, wieder verkackt. Keine Ahnung, Mann, die haben mich so enttäuscht. Ich will nicht wirklich, nicht gegen meine eigenen Leute. Ah, das ist schon gut gewesen. Nein, das zweite Mal ist gut gewesen. Es ist Das besser als Essen ist das gut erste Mal. gewesen, aber ich rede vom Dessert. Ah, okay. Ah ja, der gut, der ist. Dessert will und auf- auch ich will auf den Service. Dessert kommen. Was ist da für ein Dessert gewesen, Mann? Es gibt, da ist doch so, ich es meinem Vater zeigen, er hat auch da Panier, wo nur ein Stück drin war. Mhm. Ah ja, das ist. Das Er ist hat auch nicht gecheckt. Normalerweise so 8 Stück, 7 bis 8 Stück. Well. Ja, Also Palek Panier Balak Panier, ja. hat eben Käse drin und normalerweise so mehrere Soja, oder? Nein, ist wie heisst das? Käse. Ist aus Also- normaler Milch. Okay. Auf jeden Fall so gestückelt, so Feta-Käse, würfelmäßig. Und dort hat es eben nur noch eins drin gehabt. Normalerweise jetzt mehrere. Und das war ein bisschen enttäuschend gewesen für mich, weil ich es mega gern hatte. Mhm. Aber was ich nicht gern habe, ist Koriander, oder? Koriander. Ja, Koriander kann nicht ich gar nicht haben. Hure viel Schweizer Aber haben nein, nicht gern. Ich glaube, es ist nicht. Ich glaube, bei dir jetzt einfach, weil glauben wir, wo wir auch in Barcelona gegessen haben, dort jetzt überall, Bro, im indischen Essen ist überall Koriander drin. Und das ist einfach dort nicht aufgefallen, weil seit du da grüne Zeug in dem Takeaway gegessen hast, seitdem hast du da im Kopf, oder? Und deswegen Alter, wie achtest schlimm. du echt ich habe noch drauf, oder? Also es hat so eine grüne Dipsoße gehabt. Und die hat mich so triggert. Also wirklich, ich habe nicht gewusst, was ich im Mund hatte. Es war so komisch gewesen. Ja, das ist nicht Es hat so chemisch geschmeckt, so leicht seifig oder so. Ja, stimmt. Aber vielleicht ist mir es einfach zu fremd gewesen. Es ist stark Voll, gewesen. voll. Vielleicht ist es fein, ich weiß es nicht. Aber es ist so zu speziell gewesen. Das andere Zeug ist schon easy Nein, gewesen. Koriander ist eigentlich schon recht dominant, aber wenn man es dann richtig macht, verflüßt, also dann schmeckt man es Ja, irgendwie so richtig aber- raus. Nachher ist ab und zu immer so ein Blatt im Mund gehabt, hast du Ja, ausgesetzt, kaut voll, und nachher voll, ist... voll. Dann ist es recht dominant. Mhm. Naja. Da, was ich auch noch dreist gefunden habe, in dem Resti, wo wir am zweiten Tag sind, Ich weiß auch nicht. wir haben gegessen, es war ja. fein gewesen, okay. Ja. Dessert, Kacke, okay. Wir haben mit Rechnung über, wie viel ist es? 86 oder so Euro. Für 3 Leute, fair, eigentlich ein fairer Preis. Und dann kommt er, leitet es an und der kann dann so, ja, machen wir 90, oder? Machen wir 90. Und dann schaut er so auch so leicht nervös geworden, er so, ja, aber Service ist nicht drin. Und er so, ja, also machen wir 90. Und er so, ja, bei uns ist 10%. normal, dass wir 10% aufschlagen. Oha. Und es ist doch irgendwo durchdreist, wenn ein Kellner kommt und sagt, hey, gib mir mehr Geld. Obwohl es Ja. eigentlich nicht nötig ist. Also, ich weiß, dass in Italien, das ist ja neu gewesen, da heißt Coperto, Mhm. italienisch. Da ist immer ein Aufschlag von gewisse 5% Coperto. Mhm. Das ist einfach der Service pro Person. Das heißt, wenn wir 4 Leute sind, Coperto 5 Euro, 20 Euro. Alter Coperto dann so wie, als wäre der ganze Aufschlag zu der Mafia fließen. So Coperto. 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 Und wir sind gerade vor dem, dort wo die Kirche ist, in Milano, wie heißt die? Der Haupt. Duomo. Sag gerade die Familie. Nein, keine, ich weiß nicht. Das ist zu schlecht. Duomo, oder? Ja, Aber Domo. ja. Ja. The Dome. Gerade vis-à-vis von dem haben wir Resti gehabt. Haben gerade dort gegessen, richtig schön, oder? Gerade Ausblick gehabt. Mhm. Pro Coperto 8 Euro. Und da haben wir nicht gewusst, was Coperto ist. Und wir haben gegessen, wir haben gezahlt, Mhm. sind nur da Coperto, irgendwas über 20. Also es steht auf der Karte ja, ja, es steht ganz ganz klein. ohne klein. Bro, es steht so klein. Mhm. Als Tourist keine Und Chance. das ist so pauschal, so das, ist festgesetzt. das ist fix. Das hast du nicht gemeint, das ist so Touristenfalle. Also auch wenn Ja. du einen Kaffee nimmst. 8 Es ist dort, wie du reinhockst, Coperto 8 Euro. Das ist so wie ein Taxi in der Schweiz, machst Türen auf, geht 2 Nieren. ja, voll. 2 nie. Ja, voll. Und
vielleicht erzähle ich auch Scheiße jetzt, aber es ist bei jedem. Zuerst an dort gemeint, erfährst du es. Oder? Mhm. Und mein Vater ist dann dementsprechend ein bisschen, wenn es um so Sachen geht, wenn es so unnötig Geld, Bro, richtig heikel, oder? Und Ja, normal. er wäre gerne selber gegangen, aber Englisch schwierig, oder? Mhm. Wegen Verständigen. Noch bin ich hin und ich so wirklich, der hat mich aufgeregt. Ich so, Bro, 8 Euro pro Person Service. Mhm. Weißt du, so, okay, wenn ich Service würde geben, ich gebe immer was, ich runde immer auf, oder? 8 Euro pro Person. So, dann kann ich mit 100 dabei, kann wahrscheinlich der 104 Euro Coperto genommen, nur weil er dort ist. Okay. Und ich gehe an, 8 Euro pro Person. Und er so, nein, das ist überall in Italien so, jedem Reste. Ja. Und dann überlege ich mir so, das kann voll echt gut sein. Nachher sind wir weiter Mhm. und irgendwo anders gegessen und dort auch Coperto, aber bei den kleineren sind es so 3 Euro. Ja. Weißt du, 3 Euro, dann du gibst 5, 6, 7 Euro Voll. Trinkgeld, dann merkst du das nicht. Aber in Frankreich Mhm. gibt es das nicht. Mhm. Da gibt es Voll. nicht, der Coperto. Also wo es das auch gibt, ist in Istanbul gewesen. Dort habe ich es, glaube das erste Mal so wirklich wahrgenommen. Krass. Hm. Ah, Da ist auch schon in der Rechnung drin. Bro, Also auch so ich hab mich so Coperto-System. geschämt, Mann. Mhm. Ja. Ich habe mich so geschämt in dem Moment. Weißt du, Indien ist groß, oder? Mhm. Und weil es da so viele Kulturen gibt, ist ja nicht so, dass ich ihn als mein Landsmann gesehen habe. Ich weiß mal. Das ist schwierig zu erklären, weil wir halt sehr divers sind, oder? Ja, voll. Aber trotzdem ist es ein Land, oder? Ja. Und dann, wo der so gekommen ist und gesagt hat, wo noch hätte nochmal 5 Euro drauf wollen, weil er so, 95. Ich so, erstens redest du mit mir Hindi, Voll. weil ich vorher mit dir Hindi geredet, du kannst Hindi. Ja. Dann reden wir einfach, ich rede Punjabi, dann verstehen wir mich so, Ja. mach dann auf Englisch. Ich so, Bro. Ja, bei beiden Kellner. Der andere ist auch, ja, aber egal. Ja. Und nachher, ich so, nein, ich gehe jetzt extra, Bro. Ich hätte am liebsten einfach sagen 86, wir bleiben jetzt Aber ey, 86. ich bin richtig stolz auf den Karl und zum ersten Mal hat er vor meinen Augen Nein gesagt. Einfach Nein zu Yes. 5 Euro. Also- Voll, einfach. Mir ist nicht aufgefallen. Ich bin abwesend gewesen. Mhm. Du bist noch deine Gulab Jamun am Essen gewesen. Ja. Er ist schon verdauen gewesen dort. Er ist schon Nein, man, verdauen eben. gewesen. Und wegen dem, und da auch schon, wegen dem haben wir gar nicht, ja, wieso komme ich auf die Idee, um überhaupt mehr zu zahlen? Weil Ja. der Dessert, das ist einfach, was ist das gewesen, Bro? Ah, Das da- hat nichts mit echten Dessert zu tun. Das ist einfach, glaub mir, das ist safe abgelaufen gewesen. Da war drin gewesen, weißt du, das gewesen? Ich weiß nicht, was das war. Nein, Ich kann es nicht sagen, ich was kann es auch nicht sagen. Also, aus was ist das gemacht überhaupt? Das ist Teig, das ist nur Teig. Das ist Teigware, der frittiert ist. Hey, zuerst. aber da war außen dran schwarz. Gewesen. Es sind 2 Böllen. Gewesen, so Du 2 hast eigentlich Glas. gar kein, du hast gar oben, also da, was du draussen siehst und drin, hast du nicht eine Änderung. Es ist genau, wenn die Hälfte ist nicht wie Brot. Das dienen dann Das noch. ist ja fast, voll- mir kommt jetzt schon das Kotzen, wenn ich da denke. Nein, es ist schlimm Es gewesen. Das ist war mit der wirklich. Flüssigkeit drin. Oh. Und das Einzige, was mich gelustet hat, es hat Kokosnuss drin. So. Ja, Und dann habe ich gedacht, wow, okay, Kokosnuss. Ich liebe Kokosnuss nachher Mhm. rein. es ist wirklich fein. Es ist Nicht wirklich groß. fein. Glaub ich einmal nicht. Echt Das ist richtig fast fein. gerade. Aber. Aber eben, wir gehen ja bald auf Dombien. Genau. Aber es ist nicht in Dombien. Das ist doch irgendwo anders. Wo Lustenau? Nein, Lindau. Orientierung, Lindau. weißt du? Das ist in Orientierung, Lindau. keine Ahnung. Ah, Aber ich schau. sage, keine Ahnung, wieso in Dombien. Ich weiß, wieso in Dombien im Kopf habe, weil ich mit im Geschäft wohnt, kommen viele von Dombien und arbeiten die. Mhm. Und ich glaube, die haben ihn verwechselt. Weil ich ihm auch schon mal gesagt habe, wir gehen indisch essen. Mhm. Aber nein, es ist in Lindau. Palak Panir. Aber da wird, glaube ich mir, boah, Palak Ich freue Paneer. mich echt. da wird's krass. Da Also wird wenn ihr mal indisch essen geht, bitte nehmt Palak Paneer. Top. Ja, voll. Also wirklich, da ist... Spinat. Aber da kann ich wenn ihr machen. jetzt irgendwie so Spinat nicht gerne habt, Nein, probiert aber es. ja. Echt probiert es. Genau. Äh, Nachher, wo sind wir an? Erzähl. Nachher sind wir was müssen wir was trinken am Abend. Also wir sind zu dir heim, also wir sind ins Airbnb Zu mir heim. zum die abholen. mhm. Das werde ich gemacht. Sind dann einfach in einer Bar gewesen, haben ein bisschen gechillt, was getrunken. Dann haben wir überlegen, was machen wir jetzt. Mhm. Dann haben wir es gerade neben dran, 90 Meter war es gewesen, da Pamela. Mhm. Pamela hat es geheißen, ne? Ja, voll. Sind wir dort angestanden. Ah, ja. Ah! Bro, wow! wir dort am Also, Anstehen und wirklich top. Also wir sind nur ja. Location, also warte, bevor wir zur Location kommen, wir sind erst angestanden und immer noch ein bisschen unsicher gewesen, wirklich. Mhm. Weil am Anfang Also, es schau, viele wir sind- komische Leute. Schau, wir sind angestanden. Wir kommen dann ganz. Wir haben zuerst einmal. Der Türsteher hat crazy ausgesehen. Wow, also top. Also, obviously gay. Okay, er ist gay. safe, Gewesen. safe. Er ist so ein Schwarzer, hat irgendwie ausgesehen wie so ein Black Panther Offizier, wenn man dem sagt, keine Ahnung.
Er hat auch mega so geile Jacken angehabt und so einen Mantel, Schnauz. so mit so Ja. Pelzmantel. Er hat richtig Baba ausgesehen. Mit Absolut. Stöckelschuhe. Genau, mit Stöckli-Schuhen, stimmt. Ich bin, Wir sind zuvorderst vorne gewesen, vor ihm. Oder? Und dann haben wir so, wir sind uns unsicher gewesen, wir kennen Paris nicht, wir haben keine Ahnung, wie es dort aussieht. Und sehen sehr, sehr komische Leute rauslaufen. Also es sind so ABBA-Menschen gewesen. ja. 70er Jahre irgendwo vercrackt, so. Und dann instinktiv, ich habe nicht mal irgendwas müssen sagen, weil ich bin zuvorderst vorne war, ich laufe weg, ihr kommt mir einfach hinten nach. Ja. Wir sind einfach weggelaufen. Aber instinktiv haben wir gedacht, easy, da wollen wir nicht rein. Sind wir weggelaufen, wir sind ganz in einem Quartier gewesen, wo, wie hat der Quartier geheißen, wo ich gesagt habe, so wird mein Kind heißen? Ja, Omerta. Nein, Ohrid. fuck. Ojeda. Nicht Das ist Ojeda. die Station jetzt, oder wie jetzt Ja. heißen? Ja, weiß nicht mehr. Ja, vergessen. Egal, auf jeden Fall irgendwas mit O. Hat irgendwie wie Omerta. Aber so wahrscheinlich ist es nicht. Auf jeden Fall, dort in dem Quartier hat es halt auch viele Bars, hat auch viel, ist viel Leben gewesen, ist Ja. mega lebendig gewesen. Dann haben wir probiert, irgendwo anders reinzugehen, wo anscheinend nur mit Flaschen kannst du reinkommen. Ja, So in dem Sinne, keine Ahnung. direkt out. Ich habe gesagt, keine Chance. Und dann haben wir gesagt, easy, gehen wir zurück. Mhm. Gehen wir zurück zu der Pamela. Angestanden, nochmal führen zum gleichen Türsteher, wie ich es vorher beschrieben habe. Geiles Und der Türsteher hat eine Line gebracht, wo ich denkt, ich würde alles abkaufen. Er könnte mir alles verkaufen und ich würde es mir einfach direkt verkaufen. Er ist so sympathisch, er hat einfach gesagt, are you ready now? Er hat uns gesehen weglaufen vorher. Er hat uns einfach gesehen weglaufen und es hat einfach so richtig dreist, so ohne viel Schnickschnack, are you ready now? Als ob er gewusst hätte, dass wir wieder kommen. Voll. Weißt du, Ja. mit so Das ist echt- Selbstsicherheit. Das ist krass, das Bro. ist gut gewesen. Krass. Max. Ja. Und wir so wie kleine Kinder, ja. Yeah, we ready. Ja, Eingelaufen, total schade. eingelaufen und wir haben irgendwie damit gerechnet, dass wir zahlen müssen. For free, alles gratis gewesen. Wir laufen die, Stimmt. es ist gratis gewesen. Und dann, ey, die Location hat ausgesehen wie ein Bunker. Es ist so gewölbt gewesen, gewölbter Bunker. Es ist so verdammt geil gewesen, echt. Ja. Aber da, es war im Keller. Gewesen. genau. Jetzt kommt meine Lieblingsszene. Aber da was versaut hat, und jetzt kommt am Karansin-Part, war jetzt verkackt dort rein. Oder Bro, wer? Weißt du, für ein DJ gewesen, Bro? Ich schwöre auf alles. Nein, Bro, da hat mich so. Ich gehe rein und jetzt haben wir richtige Techno-Vibes gegeben. So richtig Techno-Vibes. Ich sehe so, boah, mit der Location kannst du. Stell dir vor, Saint Who wäre dort rein. Saint So. Who. Boah, ich wäre Ich sage nur. Abgehen. Ich sage Dort sind wir nur. nicht ich wär aus abgegangen. den Nippel blüht, Alter. Aber so richtig. Aber das ist schon heftig. Das ist schon- Das ist ein heftiges Kompliment. Nein, aber. Bro, ich sehe so, okay. Einer legt auf. Erst einmal kein Kopfhörer an, um irgendwie Übergänge machen. Alles gut. Vielleicht ist er auch gerade in dem Moment nicht am. Eben, vielleicht lauter gerade Dauerschleife oder. Keine Ahnung. Und ey, es läuft. Weißt du, okay, wenn, egal wo du hingehst, wir sind davon ausgegangen, dass Techno läuft. Weil wir vorher hat unsere Person vermittelt, es wird Techno laufen, da innen läuft meistens Techno. Mhm. Ist nicht der Fall gewesen. Mhm. Aber dann ist so komische Rockmusik gelaufen. Ein bisschen Mischmasch, ja. Oder Mischmasch. Und dann voll der Genre-Mix. Dann Rock und dann wieder so ein Standard-Hip-Hop-Lied, dann wieder Ice Aber- House-Lied. Mhm. Irgendwie noch Aber, Baba. ja, voll. Nee. Und dann scratcht noch Techno. Aber das scratcht einfach Techno. Weil es gibt, ich habe schon Videos gesehen, wo da geht, aber so wie er es gemacht hat, Bro, nein, Mann, einfach nicht. Einfach nicht. Also der gleiche geht nicht auf ohne Kopfhörer mit Techno scratchen. Der geht einfach nicht auf. Plus ist noch, dass er hat ja, wie wird das nächste Lied vorbereiten, wenn er den Kopfhörer nicht hat? Eben. Wie? Mhm. Wie willst du das machen? Weil ich kenne mich nicht allzu gut aus, aber ich weiß einigermaßen, wie es funktioniert. Mhm. Oder du hast ein Lied, das läuft die ganze Zeit und irgendwann so in der Mitte oder vorher präparierst du das nächste Lied. Oder? Und dann machst du irgendwann, wenn da passt, wenn der Beat passt und so weiter, tust du da Lupe und irgendwann machst du den Übergang und tust den Loop weg und dann läuft da das nächste Lied. Und dann machst du immer rechts, links, links, rechts, links. So. Mhm. Bro, der Typ hat mal den Übergang gemacht. Wie viel Mal haben die angeschaut und der DJ kaputt beleidigt? Also, und ich habe mich immer wieder verwundert, wie sind die Leute abgegangen? Ab dem? Ey, aber sie sind kaputt Ey, abgegangen. Ja, die Mann, sind ja. crazy gewesen, also wirklich. Also die voll Leute habe ich gefühlt. Ja, absolut. Mhm. Und ab und zu jetzt auch Stromausfall gehabt.
Nein, aber auf einmal keine Musik, die er gewechselt hat. Ja, Das ist einfach voll. Aussetzer. Eben, weil er halt, Bro, wie wird er wissen, wie einen Übergang machen, wenn er nicht weiß, wie Also ohne da, Kopfhörer? 1 Sekunde, 2 Sekunden, neues Lied. Mhm. Aber. Dann wieder. Ja, und dann ist er wieder, bei mir ist halt so gewesen, ich habe immer gehofft, dass so ein Lied kommt, ein bisschen Techno. Ein bisschen. Und wie bin ich? Jedes Mal bist du verreckt, wenn ein bisschen jedem- Technik gelaufen ist, man. Du siehst einfach den KDR in Mitte, als wäre das seine Hochzeit, echt? Ich habe nur gehofft, dass irgendein Lied kommt, weil irgendwann, so 10 Minuten ist es gut gewesen. Mhm. 10 Minuten, wo ich ganz oben war, neben dem DJ, ist echt gut gewesen. Nachher ist mir zu eng geworden, nachher bin ich weg. Mhm. Und irgendwann hat es mich einfach abgeschaltet. Irgendwann bin ich Mhm. einfach dort am Sitzen. Ich so, Bro, was ist da, man? Da wäre so geil geworden. Mhm. Aber Location, Hey, aber der Location so DJ, man. bombig. DJ verkackt, einfach verkackt. Ich glaube, der hat das erste Mal aufgelegt, sagt er ganz ehrlich. Ja. Aber lustigerweise, wo wir angestanden sind, haben wir noch mit einer Frau geschwätzt, wo mit dem Adonis. Ah, Hat stimmt. der Adonis geheißen? Du. Ich- Nein, nein. ich habe ihm gesagt, Ja, wegen der blauen Kafantaris Augen. hat er mit Nachnamen geheißen. Dann habe ich gesagt, hey, ich kenne einen Kafantaris, Ioannis vom Militär. Ja. Er hat keinen Kommentar gegeben, ist einfach wieder gelaufen. So, Auf jeden Fall, er ist ein richtig handsome Mann gewesen. Ja. Und eben, seine Kollegin oder keine Freundin hat gesagt, dass es sehr gute Event? DJs sind Ja, es ist sogar ein Special Event gewesen. und Cool, das- dass sie irgendwie bekannt sind in Paris und auch ein bisschen außerhalb von Paris. Bekannt für schlechte Musik. Ja, wir können dort reinhalten, sind aber wie Kinder am Scratchen. Nein, es war wirklich eine Katastrophe gewesen. Noch nie so schlechter DJ gesehen. Mhm. Ja. Oder gehört auflegen, wirklich. Ja, und dann ist ich weiß 2, 3 spätestens. Ja, voll, dann sind wir wieder heim. Dann sind wir mit dem Tierhai wieder. Und die- Hat einigermaßen geklappt wieder, zum Glück. Ja. Ah, und Danach bin ich mit dir, ich bin mit dem gefahren, Alter. Ich bin so nervös. Ja, Bro, ich habe mich so schlecht gefühlt beim. Ich habe mich so unwohl gefühlt hinter dir. Da heben. Ich habe gemeint, ich kann gerade hindern. Ja, es ist einmal so, wenn Gas gehst nach Anfang, wenn Ja. die Straße so. Ist einmal ein bisschen Und ich habe immer gehofft, dass ich vor allem eure Proportion, Alter, da Die passt stimmen überhaupt nicht. Ja. Also vor allem der Dritte hat so wie ein Delfinkörper und dann du so, es der Arsch ist bei dir wahrscheinlich irgendwo da bei der Also- Oberschenkel gewesen. Aber hast du gespürt? Ja. Hast du gespürt? Ja. Hast du gespürt? Ja. Paris ist nachher da gewesen. Nächsten Morgen aufgestanden. Mhm. Ich habe sogar so gefragt, hey, wo gehen wir hin? Tempel. Ich so, was für ein Tempel? Wir gehen beten. Stimmt. Ich so, hey, was gehen beten? Die haben mir jetzt 5 Mal gesagt. Ich so, was haben die mir Ich schwöre, wir haben es gesagt? davor Ja. schon gesagt. Es ist schon Ich Thema bin gewesen. verwirrt. Mhm. Es ist schon mal Thema gewesen, glaube ich. Es Sicher, ist- er es weiß, ist Thema es wird gewesen. wissen. Ja, Gut, jetzt. dabei war auch busy gewesen in Ja, dieser eben. Woche und dann Ja, hat ihm er soll nicht auch wahrscheinlich ein böse, paar Bro, ihm Sachen soll nicht verdrängt. böse. Oh, danke vielmals. Hey, übrigens, ich bin immer noch busy, falls ihr mir helfen wollt. Mir Ich bin ist- gerade Ja, stimmt. Ich bin gerade ein Modell am Bauen. Das Video kommt am Sonntag raus, also heute. Wir nehmen gerade wieder auf. Dann schreibt mal. Yes. DM, danke. Ja, Mann. Nehmen wir Bezug. Genau, am Morgen aufgestanden. Wir sind, glaube ich, leicht im Stress, gewesen, weil wir zu spät aufgestanden sind. Erzähl, ja. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde am Schluss. Ja. Wo wir aufgestanden sind, bla bla, Mhm. alles bar gemacht. Genau, wieder Kaffee Croissant und Pain au Chocolat haben wir geholt. Beim gleichen Homeboy haben wir noch einmal Fisch geschmeckt zum letzten Mal. Im Stimmt. Vorbeilaufen. Zum Auto ohne Parkbus, nicht einmal 17 Euro. Je Maniac. Kein Cent haben wir Kein gezahlt. Cent haben wir gezahlt. echt. Nicht gesagt. Mhm. Ja, aber das ist ja nur Glück. gewesen. Das ist Glück kein- gibt's Law of nicht. Attraction, Mann. Es gibt Hey, keine- also wir sind kein Vorbild, gell? Merkt euch auch nicht, dass ja, ihr ja, das sagt. absolut. Aber Ja. wenn wir mit mir chillen, dann. Dann, Ja. Und Also- dann haben wir in Navi IG Tempel Paris, ist ein bisschen außerhalb gelegen. Sind mit dem Auto dort an, sind eigentlich genau so plus minus rechtzeitig dort angekommen zum Betten. Ja, wir sind Ein bisschen gut. später. Ein bisschen später. Ja. Also wir können, es gibt kein, wir können immer es gibt kein zu früh kommen dort. Ich meine, es fängt schon am Morgen um 8 Uhr bei uns, oder? Mhm. Und wir sind genau dann gekommen, wo sie anfangen haben, das musikalisch betten. Mhm. Das ist so der Hauptteil. Mhm. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe so Gänsehaut gehabt. Ich habe über den Mhm. Moment gar nicht geglaubt, ich habe gar nicht rückblickend so über das geredet. Mhm. Aber von allen, vom ganzen Jahr, wenn wir so rückblicken, weißt du, wie Spotify rappt, weil niemand juckt, Ja. weil du so gelesen hast. Wenn ich so rückblicken muss schauen, was so die krassesten Ereignisse sind, logisch, es sind keine Festivals gewesen, wir sind ja eben, sagen wir es, Also Berg, gut, Santis das ist- Rave, Ja, Mann. sei es Street Parade, sei es was auch immer. Saint Du. Bro, der Moment, wo ich mit euch rauf bin, und ihr habt euch verborgen, also, wie sagen wir,
verbeugt. Mhm. Ja. Und Ja. einfach, weißt du, nicht mit dem zu tun, das ist einfach Respekt, oder? Ja. Dass er es gemacht, da hat man, ja, Gänsehaut gehabt im Ey, Moment. geil, So Alter. krass, war für einen Moment, Alter. Ja, Mann. Weißt du, Ja. weißt du, ich erzähle von meiner Religion und es wird einigermaßen, weißt du, mit Interesse wahrgenommen. Mhm. Und die sind auch dort am Hocken gewesen, haben es auch einigermaßen wahrscheinlich auch so aufgenommen. Also Mhm. ein bisschen, war auch immer der Vibe. Mhm. Und da haben wir ein bisschen meinen Senf dazu gegeben, ein bisschen was erklärt, dann haben wir gegessen. Mhm. Wahrscheinlich Es ist, Warte schnell, das ist du Space. erzählst ein bisschen zu schnell. Also, Ja. erstmal, damit man sich da ein bisschen vorstellen kann. Es ist ein Gebäude, recht normal, sind es aber umgebaut so mit so Also- Punjabi Nein, nein. oder nein. Also es ist einfach die Form von einem Tempel haben sie Okay. nachgeahmt, probiert. Genau, haben es recht gut gemacht, auch innen dran. Wenn man reinkommt, durch so einen Eingang, muss man erstmal die Schuhe abgeben und Socken und dann tut man die Hände und Füße waschen. Yes. Und dann geht man rauf in eine, Wir jetzt müssen. Kopftuch Yes. haben wir Yes. müssen anlegen. Das ist mega interessant. Also Mega. Männer und Frauen haben Kopfbedeckung gehabt. Wir haben Genau. halt etwas müssen improvisieren, wenn wir keinen Turban Also dort hat es ja die Orange. genau Mhm. haben wir gehabt. Weißt du, wir blendet nicht jetzt, aber wir können sicher noch das Bild posten, oder? Darf man da überhaupt? Ja, absolut. Mit dem Ja, ja, sicher. Homeboy. Okay. Jetzt. Gut. Jetzt Ja. postet. Ja, genau, nachher laufst du Stege rauf und nachher hast du jetzt mal, bekommst du in so einem grossen Saal, also vom Treppenhaus in dem grossen Saal rein, wo Mhm. recht wenig Stützen hatte. Mhm. Und vorne hat es wie so ein Podest gehabt. Ich glaube, ein sehr altes Buch, wo wie ausgestellt war. Mhm. Und da hat alles ein bisschen ausgesehen, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht das Bett vom Ludwig der 14. Mhm. Kennt ihr jemand? Ja, Bro. Ja, einfach noch ein Bild im Kopf. Ja. Okay. Auf jeden Fall mega gut dekoriert innen dran, mega schön. Und rechts davon sind so Ältere gewesen mit Bart, also so mit so einem weißen Bart. Mhm. Sehr interessant, also ich bin jetzt mal in einer anderen Welt gesehen, Mega. direkt. Also Ja, voll. eigentlich schon unten. Ja. Mhm. Und dann sind wir, wo wir reingekommen sind, haben Leute sind schon angestanden. Mhm. Kurz vor dem, was der Dritte jetzt gerade erzählt hat, von dieser Bühne, oder was das war. Wie sagen wir dem eigentlich? Das ist keine Bühne. Dieser Fläche da, wo... Ja, ja, also da ist, es gibt ein Wort für das, aber meine Schwester bringt mich wieder um, weil ich es nicht Ja. weiß. Sagen wir einfach Erhöhung. Podest. Aber ja, es ist einfach eine Höhe, Das wo es Guru Granth Sahib, also das ist das Ja. heilige Buch, Mhm. draufgelegt wird. Mhm. Und von dort aus wird auch jede Abend in der Nacht gibt's, eine Zeremonie, wo dann noch transportiert wird zu seinem Bett. Also ist auch nochmal das wow. Gleiche, auch in seinem Ja. eigenen Raum. Ja. Und dort wird er sozusagen verlegt. Und Genau. den Morgen wieder gibt es auch nochmal ein Ritual, wo man dann von dort aus wieder ins Haupt. Mhm. Podest. Und da, was ich eben so spannend gefunden habe, ist einfach, es war voll gestrickt gewesen mit dem Ritual. Du kommst rein. Ja. Als erstes, was du machst, ist anstehen von dieser von dieser Bühne, also warten, bis du mal dran bist. Und dann verbeugst du ja. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was ich dort gemacht habe. Ich habe einfach nur halbwegs zugeschaut Oh, und ja. habe probiert nachzumachen. Und, Und dann, der Karan zuerst, gewesen. Hä? Er hat sich verbeugt, Ja. ist auf Ja, die ja. Knie und ist mit dem Stirn am Boden. Voll. Und ich habe vor am dritten noch gesagt, auch so spaßhalber, ey, du musst den Boden küssen. Du siehst sogar im Video, aber so das sag- schüchtern. Dann sage ich halt, Ahmed, sag mal, was muss ich machen? Ich komme nicht raus, gell? So und so. Nachher so, pst, unhöflich. So, aber ich meine es ja noch gut. Dann bin ich vorher gegangen und habe schüchtern bei der Küste. Ja, voll. Ja, man sieht's mit- krass, ja. Und dann, nachdem wir das gemacht haben, haben wir uns einfach dazu gesetzt, rechts, und haben den Musikanten zugelassen. Wow. Es ist so, das Instrument habe ich noch nie im Leben gesehen. Ja. Da, was ich so ständig. Ja, Harmonium. Wie sagen wir das? Harmonium. Harmonium. Okay. Das ist ein älteres Klavier. Okay. Ja, okay. Aber Spannend. wo die ganze Pumpe musst mit Luft, damit das Ton rauskommt. Ja, okay, krass. Aber es hat zwei von den Harmoniums gehabt und einen Ja. mit Tablar. Ja, Oder? Tabla, ja. Genau. Das war auch schön. Gewesen. Und gefühlt ist für mich so ständig die gleiche Musik gewesen. Oder das Gleiche, was gesagt wurde, ich kenne es halt nicht. Ja. Aber du hast nachher im Nachhinein gesagt, dass es verschiedene Lieder gewesen sind. Aber einfach wahrscheinlich, wie sagen wir dem? Oktave, Rag. Rag. Es hat gleich tönt, weil alle Shabbat, also man redet von Shabbat, weil es ist Gottes Sprache. Also es ist da, was sie singen, Mhm. ist alles, was in dem Buch drin steht. Ja. Oder? Und wir beten einfach da alles in Gesangform. Alles. So, ne? Ja, voll. Und wieso es für die meisten eben gleich tönt, ist, weil es im gleichen
in der gleichen Melodie ist, also Genau, im gleichen ja. Rag. Dann gibt Genau. es verschiedene Rag. Jeder ist ja auf WhatsApp geschickt. Ja, Mann. Der Rag, wo nicht ist so Rag Basant und alles Mögliche. Ja. Das ist so klassisch und irgendwie, eben, es ist halt da, jeder Person gibt es ein Auditory Cortex. Auditory Cortex, das ist ein bisschen Cortex, das ist so dieses Empfinden von Audio, von Tönen und so, Ja, wie du da wahrnimmst. Und das nimmt jeder anders wahr, oder? Ja, voll. Und eben, und die, was sie jetzt gemacht haben, das ist alle andere Melodie gewesen, deswegen Ja. hat alles gleich, weil alle in der gleichen Melodie gewesen sind. Ja, Aber die Sprache, sind ja sind 3 verschiedene gewesen. ja. Auf jeden Fall sehr schön. Genau, dann So, sind wir dort ungefähr eine Stunde, haben wir, glaube ich, der Musiker zugelassen. Was haben wir nachher gemacht? Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Also jetzt erst, Gegessen, aber vorher haben wir doch noch. Haben wir mitbetten? Schon, oder? So richtig. nein, also wir sind gerade gekommen und dann haben sie gerade angefangen, es ist gerade Übergang gewesen, aber wir sind essen und dann sind sie gerade im letzten Lied gewesen und dann sind wir aufgestanden und haben ein Aufständegebet gemacht. Ah ja, stimmt. Sind aufgestanden Voll. und da ist so 5 Minuten gegangen Mhm. und dann sind wir runtergekommen und dann hat in dem Moment der Granti, also der Haupt, Mhm. der lässt ein Vers Mhm. vor und dann ist eigentlich ab dem Punkt ist die Zeremonie beendet. Okay. Und dann gibt es da Essen, das wir bekommen. Oder Da ist auch nice gewesen, Mann. Prasad. Ja. Ja. Aber echt dort, wir haben auch dort gegessen, wie es der dritte Forscher erwähnt hat, einfach das Beste Essen. Echt. Es Einfach ist so so simpel. Simpel. So, du hockst am Boden, okay, es sind nackte Füße umeinander, die rumlaufen. Okay. Und, ich glaube sogar da hat es so ein bisschen eine gewisse Würze noch Flavor, der Flavor, voll. ja. Hure fein gewesen, echt hure fein. Auch voll so herzig, wie Leute ständig umeinander gelaufen sind mit dem Essen und einfach so aufmerksam genug sind, um die noch mehr schöpfen. Du Ja, kannst einfach also. den ganzen Tag dort hängen und Nein, essen. da ist eben ein grosser Langer, das ist der, wo wir haben, das ist ein Langer. Mhm. Da ist einfach bei jedem Tempel, wo du gehst, wirst du Essen bekommen, gratis. Ja, voll. Egal in welchem Tempel. Es ist gefühlt jedes Mal eine Hochzeit dort. Echt. Gesang, Ja. Essen Ja. auf Blechtablau. Yes. Legende. Also Auch immer Legende. wenn das Essen auf Blechtablau Es ist so kommt, gut. es kann nur gut sein. Echt, ja. Das ist wirklich gut gewesen. Ja, Mann. Ja. Was hat es eigentlich gehabt? Was war das? gewesen? Also Dal war einmal. Dal Dal und dann ist ein normales, Linse. wir reden von Sabji, das ist so Kartoffeln Sabji. mit Sabji, das ist Kartoffeln mit, wie heißt der grüne? Erbsen. Egal, ist Erbsen. Koriander, oh mein Gott. Koriander. Glaub mal, auch dort ist Koriander drin gewesen, der Dal. Ja, aber dort habe ich es nicht geschmeckt. Aber- Das ist Aber nicht eben, gewesen. da sind Linsen. Ja, das stimmt. Oh, kann ich Linsen underrated. Bro, Max wenn ich etwas underrated. muss entscheiden muss, ich darf nur noch etwas essen, Linse. Döner. Füße. Wenn man nur etwas könnte essen, boah, ich weiß nicht was. Tomate? Nein, doch nicht. Nein. Egal. Kann man noch Ja. etwas essen. Ja, und dann So. ist der. Haben wir uns. Ja. Haben wir unsere Schuhe wieder geholt, haben wir unsere Kopfbedeckung wieder abgegeben. Mit Schweißtropfen wegen Angst Nervös. und von lauter Bodenküsserei. Genau, dann sind wir Zum Auto zum gegangen. Auto, stimmt. Und dann haben wir gesagt, Kickdown. Jungs, sollen wir noch einmal reingehen? Ja. Oder sollen wir zurückfahren? Dann haben wir geschaut, wie lange wir rein haben. 1,5 Stunden. Nein, 40 Minuten. Okay, 40 Minuten auf Marais, aber der hat sich nicht Marais, gelohnt. genau. Marais, ja. Marais hat es geheißen. Also nicht der, wo die besonderen Namen wirst geben, aber die Ja. Gegend. Ich weiß echt nicht, wie es heißt. Etwas mit O, Mann. Naja, auf jeden Fall haben wir uns doch dann für den Heimweg entschieden. Mhm. Und lustigerweise sind wir dann gefahren. Irgendwann sind wir weg von der Autobahn. Wir sind nur noch Boah, das schnell ist ein komischer Weg. Straße gefahren und wir sind Mhm. uns nicht mehr sicher gewesen, hey, sind wir überhaupt richtig? Mhm. Wir haben keine Autobahn. Ist einfach so eine Nebenstraße gewesen. Aber Aber man glaube der von 100 fahren, aber komisch. ja, aber gleich in 7 Stunden angekommen, also wie wir eigentlich zurückgekommen sind. Aber dem nachher haben wir es eben angeschaut. Viel weiter oben und viel weiter unten, also südlich und nördlich, hat es dann die Autobahn gegeben. Und die Mhm. ist irgendwie so in der Mitte durchgefetzt. Ja, Mhm. dann sind wir irgendwie in der Schweiz gewesen, haben Hunger gehabt. Hey, jetzt nicht Ojeda geheißen. Nein, Ojeda nicht. Nicht Ojeda. Ojebiger. Ojeda. Nein, ist anders. Ojeda. Mit Ja. T, irgendwo T-Ding, glaube ich. weiß nicht. Egal, ist gleich. Ja. Ja, dann sind wir gegen die 11, 12 irgendwann heim, oder? Also Voll. in der Nacht. Ja. Ja, voll. Ja. Und eben da, all das Zeugs
wo man im Tempel so erfahren, ist eigentlich für mich, obwohl ich es nicht kannte, recht meditativ gewesen. Ja. Es Ja. hat so einfach auch, wie alle ruhig sind, wie alle auf einen Punkt fixiert, fokussiert sind, ist für mich auch recht meditativ gewesen. Ich meine, eben, das ist krasse, also Locations, das ist in einer Moschee wird da genau gleich sein, in einem Hindu-Tempel genau gleich. Du musst nicht mal verstehen, Mhm. was gesagt wird. Voll. Ich habe ja nicht verstanden. Ich meine, auch ich verstehe vieles nicht. Mhm. Es ist einfach die Atmosphäre, wenn du hingehst, oder? Und die Mega. Einstellung, oder? Voll. Und da gibt es so einen Ausgleich. Das glaube ich. Ich wäre eben, wenn es viel mehr. Ich habe so auch dort schon gesagt, weil dort hat es genau gleich geschmeckt wie in einer Moschee. Wahrscheinlich wegen dem Teppich. Es ist für mich so voll. Ich bin noch nie gewesen, ich bin noch immer auch mal gehen. Ich bin noch nie gewesen. Da wäre ich geil, könnte man Ja, auch Mann. machen. Und ja, Mann. Das Ding ist, wenn mir jetzt gerade einfällt, aber bei meditative Meditation, letztens habe ich, kennen das so die Apps von Calm oder auf Spotify gibt es auch so geführte Meditation, Voll. oder? Haben Sie das schon mal gehabt? Oder haben Sie das schon mal gemacht? Oder haben Sie Erfahrungen mit dem? Werbungen bekommen. Sind das die? Oder Ja, so auf YouTube zum bekommst, hast du Probleme einzuschlafen? Nachher so im Hintergrund so Wellen Ja, voll, und so Zeug. voll. Oder ich habe mir schon immer gedacht, soll ich da anklicken? Das ist aber schon spannend. Also das hast du einfach noch nie gemacht. Nein, das leider nie Ja, gemacht. Ja, ich bin immer so ein bisschen suspekt, was die Werbung anbelangt. Weil einmal kommt die und dann kommt der andere 2000 € in diesem Monat verdient, komm in meine WhatsApp-Gruppe. Ich habe gerade wieder vergessen. Okay. Ja, nachher Nein, auf Spotify gibt es auch noch so wie die Sparte oder Genre, wo man kann, geführt meditieren kann. Aber ich habe es ein paar Mal gemacht. Ich habe es mal angefangen mit dem, also ich denke, das bringt irgendwie etwas, aber so eine fremde Stimme, wo dir sagt, mach da, atme jetzt aus, atme jetzt ein, denk nicht an da, denk an da, schau das bla. Es ist für mich so voll befremdlich. Richtig, also, weißt du, was ich meine? Du hast dich nicht wohlgefühlt? Nein, überhaupt nicht. Aha. Überhaupt Ich nicht. auch nicht. Ich könnte da, weil das Problem ist, Meditation ist etwas, da kannst du nicht jemandem vorhauen. Yes, Das ist so individuell. mega. Jeder macht da auf eine eigene Art. Mein Ansatz ist einfach so, ich kombiniere, also ich muss Meditation mit Religion kombinieren, sonst geht es nicht. Mhm. Bei mir jetzt. Mhm. Oder? Weil ich es anders erstens vielleicht nicht kenne und für mich einfach mehr bringt. Oder? Weil der musikalische, ich weiß nicht, bei mir ist einfach alles, bei mir muss alles musikalisch sein. Voll. Dann nehme ich es auch besser auf. Ja, bei dir ist es seit klein auf so. Du bist schon mit Ja, Musik, ja. eigentlich mit der Religion Voll. in Verbundenheit. Ich bin immer mit unserer Religion ist eben alles, auch wenn ja, eben musikalisch, alles was musikalisch ist, also Meditation meistens auch musikalisch. Mhm. Aber was auch ist eben, du hast ja bei uns das Morgengebet, denn es ist extrem schwierig. Meditation ist nicht nur Augen zumachen und an nichts denken. Probier mal an nichts denken. Das geht gar nicht. Geht nicht. Dein Körper, das Gehirn ist ständig am Arbeiten. Also wenn wir da kann, Respekt. Nein, geht nicht. Keine Vor Chance. allem, das Ding ist, man tut ja werben mit dem. Ja, das finde Man ich- wirbt mit dem, Ja. dass du sollst, meditieren anhören und einfach an nichts denken. Voll. Wie willst du blockieren? Es geht wahrscheinlich mehr darum, was ich auch schon habe, die Gedanken, wo du, weil wir sind jetzt im ständigen Machen. Mhm. Seit am Morgen, ich arbeite. Mhm. Ich mache da, ich bin am Handy. Ich bin am Schleifen. Baue immer. Du bist ständig am Machen, dein Gehirn hat gar keine Zeit zum Filtern, zum Verarbeiten. Und deswegen gibt es viele Leute, die dann sagen, ey, in der Nacht, ich kann nicht schlafen. Weil Ja. aus dem Nichts kann ich komische Gedanken oder Gedanken von 2 Jahren. Mhm. Logisch, Bro. Mhm. Logisch. Du gibst ja dem Gehirn gar keine Zeit Das ist es. zum Verarbeiten. Voll. Und deswegen, es ist echt spannend, da könnt ihr auch mal probieren. Augen zu und Gedanken, die kommen, einfach holen. Kolo, aber nicht werten. Nein, darfst du nicht werten. Weil die Nicht kommen, werten ist eigentlich easy, aber blockieren ist eigentlich mega schwierig. probier doch mal, es kommen dir kaputte Gedanken, Bro. nein, ich mein's ernst, Bro. Also nicht kaputte, weißt du, du hast das Gefühl, Bro, was denke ich gerade? Oder? Ja, okay. Glaub mir, nehmt da mal auf und denkt mal wirklich nur, lasst einfach eure Gedanken, wie ihr sie habt, einfach mal durch. Ihr denkt euch, Bro, ich bin ein anderer Mensch. Ich Okay. habe ich echt so Gedanken. Ja, voll. Oder? Aber da hat nichts mit dem so, dass da irgendwie
ein Teil von euch ist, sondern das ist einfach so Impuls oder keine Ahnung. Kennst du Ja. das, wenn du eine Brücke bist und dann hast du überlegt, stell dir vor, ich spiele Ja, selber. normal. Das sind nicht deine Gedanken. Das sind einfach im Gehirn so Impuls, wo etwas zusammen bastelt und dann, dann kommt alles raus. Deswegen, man darf nicht so, eben wie du gesagt hast, nicht so viel Werte. Aber Meditation schon, ich mache es viel zu wenig. Ja, voll Ab und zu wieder drin. Und jetzt kommt wieder, probiere wieder ein bisschen mehr. Aber schon, es sollte schon ein Teil werden. Eben das, was du nach vorher gesagt hast, ist eigentlich mega wichtig, weil jetzt nehmen wir mal als Beispiel ein Mann in unserem Alter vor 100 Jahren hat viel weniger Einfluss gehabt, wie wir jetzt. Ja. Und du kannst mir nicht sagen, dass, also im Sinne von Ventil, wo wir jetzt einfach momentan haben, durch Instagram, also wir können ja auf Knopfdruck alles wissen und auch alles nicht wissen, oder? Und vorhin war es halt so gewesen, dass man vielleicht eine fucking Zeitung in der Woche hatte und da einmal. Und du kannst mir jetzt eigentlich nicht sagen, dass innerhalb von 100 Jahren das Hirn so weit entwickelt ist, dass er mit dem Überfluss an Informationen eigentlich klarkommen, oder? Ja. Und darum ist es eigentlich auch echt wichtig, dass man probiert, irgendwo durch im Alltag vielleicht mal 15 Minuten anhocken und einfach alles weglegen und an nichts denken. Also nicht nichts denken, sondern eben probieren einfach mal still sein. Und Der erste Schritt ist zuerst mal die Gedanken frei laufen lassen, so gut es geht. Und nachher, weil du ja irgendwo durch bei der Meditation willst ja einen Fokus behalten, weil wenn du einfach frei lässt, dann hast du keinen Fokus. Voll. Irgendwann, wenn das geht, probierst du an etwas zu denken. Oder? An etwas. Und da konstant. Glaub mir, das ist verdammt schwer. Ja, normal. Nur an etwas denken. Zum Beispiel, wenn ich so denke, ist ein Tropfen, der auf meinen Kopf fällt. Die ganze Zeit. Einfach so kleine Sachen. Oder ein Baum. Denk mal nur an einen Baum. Eine halbe Stunde lang. Da, was man kann verbinden vielleicht mit dem, ist einfach, wenn du irgendwo hockst und so wie die Berührungspunkte von dem Körper und vom Boden oder was auch immer da spürst. Das ist auch so etwas. Zum Beispiel, ja. Oder? Das sind so Sachen, die du glaube eher kannst, die ja da fokussieren, was halt in dem Moment in Echtzeit passiert. Ich glaube, da könnte man vielleicht auch nochmal ausprobieren. Aber da war mir eigentlich bei diesen Apps von Meditation irgendwie überhaupt nicht gefällt, ist, schau, Kapitalismus hat das Konzept von Meditation genommen und wirbt jetzt damit, dass es deiner Produktivität gut tut. Ja, voll. Da ist wiederum zurück in Kapitalismus. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Aber dass man das so wie ausnutzt für Kapitalismus. Ja, voll. Darum fucking. Nein, die Apps, die kannst du rauchen. Ja, voll. Nein, ich finde nicht. Das ist, kann ich noch, ich weiß nicht, ich brauche nicht jemanden, wo man sagt, atme jetzt 3-mal ein und atme 3-mal aus. Ja, voll. Mach das jetzt 10-mal. 3-mal ausgeatmet und keine Luft mehr gehabt. Ja. 3-mal eingeatmet. 3-mal ein. Und, Kannst du sehen. aber was mich auch ein bisschen stört, ist die jetzige Yoga-Welt. Da Western Yoga. Das ist auch so, weil Yoga ist für mich in dieser westlichen Szene nur denen. Das ist für mich, ich bin schon ein paar Mal gewesen, so ein Kurs. Und das ist nur für mich, die dehnen sich einfach nur, das ist nicht Yoga. Und Yoga hat viel mehr mit Meditation zu tun, Mann. Zu denen gehöre ich, die sich nur dehnen, wenn Yoga machen. Das Ist ja nicht schlecht. Aber dann soll man die Fitnessinstruktorin, oder das ist für mich keine Yoga-Instruktorin, das ist für mich eine Fitnessinstruktorin, die soll dann nicht werben mit, ja, jetzt müsst ihr euch in die Mitte finden, jetzt müsst ihr euch das fangt sie an mit dem dritten Auge und so Zeug, oder? Öffnet eure Chakren. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure Chakren findet, hilft den anderen. Oder wie sagen wir dem? Egal. Ich weiß auch nicht. Und ja, Yoga, das ist eine andere Welt, Mann. Da kommt ja vom Indischen eigentlich, Yoga. Aber Yoga hat immer mit Religion zu tun gehabt. Immer. Voll. Immer. Und da ist es einfach jetzt da, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das Gefühl, ja, Matte anstellen, ein bisschen Positionen rein, Kundalini-Yoga und was auch immer es gibt. Und 100 Stutz pro Stunde. Ja. Ja, aber vielen hilft sicher. Ja, eben zum Wieso Körper. haben wir im Tempel uns nicht dient? Wenn du sagst, es kommt vom Indischen, ihr macht es mit Religionen. Ja, wir da? Wir haben uns dann beim Essen. wenn wir mal in Indien gehen. Oder wir müssen müssen auch angucken. müssen wir Genau. rücken. Wenn da müssen unsere Hände zur Führung strecken für Nahen. Voll für den Trizeps. Ja, stimmt. So. Nein. Das ist schon eindrücklich gewesen, muss ich schon sagen. Ja. Voll. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Meditation sind,
habe ich mir überlegt, dass wir, Alter, was kommt jetzt? dass wir das Thema, weißt du, Meditieren, da haben wir jetzt so angesprochen und wir können es ja theoretisch anwenden, indem wir unsere Chakra sammeln und die Challenge überwindet. Was meint ihr? Okay. Wieso denke ich an Chakra immer an Naruto? Ja, Kommt das nicht vor? ja, es kommt, Ja. das kommt auch vor, Chakra. Schau mal Naruto, Alter. Ja, Ja, fang Bro. mal an. Du musst Ich fange irgendwie Wie an. bist du eigentlich? Ich bin 5. Staffel irgendwo in der Mitte, glaube ich. Okay. Ich schaue echt jede Woche nur eine Folge. Boah, das ist krass, Das ist Mann, ich krass. könnte nie. Ich Aber kann's ja, nicht. Wenn ich eine Ich habe Serie keine anfange. Zeit. wenn ich Serie anfange, Ich muss kann ständig ja- helfen, Alter. Ich habe keine Zeit. voll, ich muss die ganze schleifen. Aber egal. Stimmt, sie helfen Also mir. Challenge. Okay. Thema Meditation. Ja. So mal ein bisschen testen, ob wir da auf einem guten, ob wir es kontrollieren können, ob wir den Körper und der Geist in einem sind. Kann ich mache alles mit. Also, ich habe da was Ich mitgenommen. nicht. Ah, da ist das, was du mitgenommen hast. Weißt du mitgenommen? Ja, da. Stimmt, habe ich Weißt vorher schon gefragt. Was ist das? Also, Das ist ein Ich habe Shisha-Kohle, am oder? Anfang gemeint, Ich habe da nein, was das ist mitgenommen. Weißt du, da ist ein letzter Bissen von Dürüm. Und die möchtest du essen. Jetzt kommt Coming Out. Er isst trotzdem Fleisch. Also, ich habe da was mitgenommen. Oha. Was auf den ersten Blick sehr harmlos aussieht. Also, ganz Ah, ehrlich, das ist ich so habe böse komisch Angst. verpackt, als wäre Ja. Ja, böse Angst. Ich sage ehrlich, ja, das ist ja schon okay. Ist ein Schocki. Okay, aber etwas ist stimmt nicht. da. das ist Ja, okay, ja, ne? irgendeine Vorahnung. Ja, irgendeine fucking Vorahnung jetzt. Was? Sag. Oder Kann nicht? ich sagen? Kann ich meine Nee, Vorahnung es ist sagen? auch- ja, die ich, gleich, ich, sag's ich, nicht, ich sag's muss nicht. noch eher erwähnen, weil sonst. Böse geschmolzen. Also, meine Vorahnung ist, Kann man essen? er hat erzählt von Chakra und Sammeln. Wieso schmeckt die? Nicht essen, Es noch ist nicht. wahrscheinlich maximal scharf. Es ist ein bisschen scharf. Das hat doch nicht mit Chakran zu tun. Das hat doch mit Also, Chakran. erstens, ich muss Sehr essen. geil. Also, ich muss essen, weil ich bin. Ja, ich habe meinem Team versprochen. Das schmeckt komisch. Ich habe meinem Team versprochen, dass ich es essen muss. Also, Von wem Deswegen- ist der? Der ist nicht. wir haben Vom bei unserem, also ein Mitarbeiter von, also unserem Team, Ja. der liebt Schärfe und der hat sich so ein paar Sachen eingekauft, oder? Mit Gummibärli mit Schärfe, Okay. Bonbons mit Schärfe und dann hat er Schocke mit Schärfe gehabt. Bombo. Bonbons. Ah, Bombe. Bombe mit Schärfe. Bombe entschärft. Und ja, jetzt hat er überlegt, gehabt, das ist mein erstes Instinkt, ich esse da noch nicht im Geschäft, sondern ich esse da mit euch als Challenge. Okay. Aber es ist scharf, aber ich weiß nicht, wie scharf. Es schmeckt so komisch. Es Ja, schmeckt- Angst. Aber es schmeckt Aber- nicht unbedingt scharf. Regel Nummer 1, es muss drin bleiben und wir müssen es essen. Alter, das schmeckt so wie wenn der DJ anfängt zu scratchen bei Techno, Alter. Kann ich ganz Wie kurz eine Witz. Geschichte erzählen, bevor ich umschreibe, weil es vielleicht wirklich scharf ist? Ich weiß es nicht. Normalerweise habe ich Schärfe Also gerne. wenn wir Milchbraten machen oder erst später? Also, Später. Nein, wir essen Ja, zuerst und dann später. reagieren wir. egal, Okay. dann schaut die Kamera aus. Okay, gut. Oder soll ich dir einmal Und mein Herz ist am Rasen, ich sag dir ganz ehrlich. Ah, Ja. das schmeckt aber hure grusig, Mann. Ja, Es schmeckt so nach, richtig aus. es schmeckt nach Abfluss. Also am Anfang kann es nicht süß. Gell? Also es ist Orange Geschmack eigentlich. Kann ich ganz kurz sagen, bis im Atelier in der Werkstatt haben sie den Gipsabscheider gewechselt. Weißt du, wir haben so ein Lavabo, wo der Gipsabscheider Gips lagert. Und den haben sie gewechselt, den muss man öfters Ah, wechseln. das sagt man dem echt Abscheider. Ja, ich weiß. Okay. Ja, egal. Komisch. Auf jeden Fall, es hat so dermaßen gestunken, die ganze Zeit, ich habe fast gekotzt gehabt und jetzt habe ich wieder das Gefühl. Und der Also- Bassmix ist immer noch dort. Nein, ey, ich Shoutout, glaube Bassman. dabei. Also auf unsere Freundschaft, Ja, wenn wir da überleben, ich Oh. hoffe, da überleben wir. Aber es schmeckt nicht scharf. Scharfe Schocke. Hoffentlich Eis. ist es scharf, bitte. 1, 2, Ich glaube, das ist 3. Ich habe Angst. Ah, Wow. oh mein Gott. Drinlo. Oh mein Gott, das ist ja direkt Angriff. Ey, was kaufst du an dem Moment, als wäre es ein Bonbon? Alter, Ja, Alter. Bonbons kann man nicht mehr. Langet eure Augen nicht an mit dem, also das brennt ja. Und momentan geht's noch. Ey, ich habe noch nicht gekauft. Oh mein Gott, Bro, vor allem ist es immer noch so grusig. Wieso ist es so grusig? Also momentan geht's noch. Nein, ich kann mir die Zunge will zeigen, aber kennst du noch so schwarze Zähne? Also, Boah. ja, es Oh, ist ich schon kann scharf. doch nicht, jeder Schluck tut weh. Es ist schon scharf, aber Junge, wenn du doch nicht so kauen. Alter, look, Bro. Es ist schon scharf, ja. Bro, Oh, jetzt kommt Bro, ich kann nicht kotzen. Alter, schluck mal zuerst auf. Wow. Ich kann nicht kotzen. Oh mein Gott, Alter, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr bleiben. Alles gefickt. Wow.
oder? Schon rot. Also, ich kann schon eher so. Kann ich Wasser trinken? Nein, was ist nicht gut. Was ist nicht gut, Bro? Mol, Wasser ist sicher gut, Mann. Nein, Wasser verteilt. Nein. Muss ich Alter, sicher nicht. Doch, Bro. Also da ist so... Na, er schmeckt voll grusig. Ich bin so am Schwitzen, Bro. Ach, gut, ja, das schmeckt so grusig. Ah, es fühlt sich als hätte ich MDMA genommen oder so ein Scheiß. Es tönt komisch. Tönt die ganze so? Meine Ohren, Bro. Mol, trinkt Wasser, weil... Wohl. Ich bin am Heulen, Mann. Oh mein Gott! Was hast du gemacht mit mir? Bring mich nicht zum Lachen, Bro. Also, ich soll jetzt mal Wie viel Scoville hat es überhaupt? 2 Millionen. Sicher nicht, Alter. Kann ich Wasser trinken, bitte? Nimm da, nimm Mikrofon aushalten. Oh mein Gott. Ich lasse mal einen Kaffee raus, da geht echt nicht mehr. Es hat... Ey, pass auf, echt wegen Wasser. Echt, pass auf. Oh mein Gott, Bro. Ich weiß nicht, wie es für die Zuhörer war, aber es ist gar Hat ein bisschen Brot oder so? richtig schade. Oder irgendetwas anderes? Da brennt sich auch zweimal. Garant, ja. Aber Nein, aber meine Ohren sind am Arsch, Bro. ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist für meine Gesundheit, weil ich bin jetzt die ganze Woche krank war. Jetzt verstehe ich das Lied von Ich betäube meine Sinne. Oh, bin mir zum Lachen, Bro. Bei mir brennt es nur bei der Zunge, gerade beim Gaumen, dort beim Gürgeli. Dort, wo man kann so meine boxen, Ohren. kennst du das? Ja, kann ich. Dort, Fuck, Alter. Das ist mir richtig gefickt, Mann. Also, wir sagen, unsere Meditation muss man noch arbeiten. Wir sind noch nicht so unter Kontrolle. Also nein, das ist eigentlich genau da, was wir vorher angesprochen haben. Wir fokussieren uns jetzt nur auf etwas und das ist auf die Schärfe. Das ist eigentlich genau das Richtige für Meditation. Also das heisst, wenn ihr mal eng meditiert, jetzt auch mal ein Tipp aus erster Erfahrung, aus erster Hand. Leute am Kollegen vom Karana, er gibt euch Schock. Falls ihr richtig meditieren und nicht so Bilo-Meditation bei diesen fucking Yoga-Kursen. Ich hoffe, dir lieber für 10 Stutz die Schocke anstatt die App. Oh. Weißt du, es geht so von der Schärfe, vom Schärfegrad her schon krass. Aber es ist so ab und zu. Meine Ohren, Bro, sind am Arsch. Ja. Definitiv. Es fühlt sich als, kennst du das, wenn sich so, weißt du, vor 200 Jahren, 300 Jahren haben die Kontinent anders ausgesehen. Tektonikplatten haben sich verschoben. Und jetzt habe ich gerade so das Gefühl, dass im Kontinent in mir die Tektonikplatten, kennst du auch Tektonik? Als wäre so bei mir jetzt gerade alle Tektonik am Tanzen. Fuck. Oh Mann. Wie geht's am dritten? Aber vor allem, die Schärfe spürt später nochmal. Ja, mal einen Tika. Ja, echt gern Schärfe, aber nicht so jetzt Ja, das ist übermäßig. übertrieben, Bro. Es gibt so geile Hot Sauce, kennst du? Es gibt ein YouTube-Format, wo mega durch die Decke gegangen ist, wo man Spicy Wings isst. Habe ich gesehen, ja, mit Celebrities. Es heißt, ja genau, es heißt Hot Wings. Nein. Homeboy. Also, mal leid, aber es ist ja. Also jetzt ohne Witz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade zu sensibel drauf, aber mein rechter Ei.
Jungs, recht da ist es ein bisschen schwerer, habe ich das Gefühl. Nein, ich Ich spüre meine gar es jetzt voll nicht. im Ernst. Ich spüre nur noch meine Ohren. So, ich sag dir ehrlich, nebst dem, dass es so scharf war, ist auch so grusig gewesen. Ich hab mir fast überlegt, um den Finger zu gehen. Wo? Wo? Wie heisst die Droge, die man in Mexiko immer überkommt? Nicht Ashwagandha. Ist irgendetwas anderes. Wo Leute dort Werbung machen, so du findest dort. Krokodil. Was? Es fühlt sich an, als hätten wir jetzt gerade so irgendeine Droge ausprobiert. Ohne Witz. Oh. Aber im Geschäft haben alle wirklich viel probiert. Und ich glaube, niemand ist so ausgerastet wie mir. aber viele haben schnell auf Milch gewechselt. Ja. Ich hab schnell Schnee genommen. Also es geschneit vor kurzem. Aber es wirkt belebend. Ich glaube, da kurz vom Podcast könnten wir schüch immer wieder einen nehmen. Weil es kaputt ist Gym, Mann. Fuck. Ohne mich. Easy, Jungs. Ah, nein, hör auf, ey. Das kann man echt nicht mehr machen. Ja, überlegt gerade, kommt so. Nachdem gibt es wahrscheinlich kein Content mehr. Ja, jetzt bin ich ständig am Wippen Und- mit meinen und es- dabei. Und es tut mir leid. Aber ich hoffe, niemand sieht dich leben so krass. Das sind Das die sind Erdbeerli. vegane Erdbeerdinger. Ja. Ah, die mal die Zähne putzen. Ich muss den Finger geben. Wo? Also es geht langsam. Ja. Es ist nicht so scharf gewesen, aber ich glaube, es ist wegen Also ich habe mal, es ist wegen dem ganzen Manchmal- Verlauf gewesen vom Tag. Es ist auch so komisch geschmeckt, man, Bro. Mega. Nein, oh. Es hat nicht nach Orange mein geschmeckt. Magen ist am Brennen. Es hat nicht einmal nach Schoki geschmeckt, man. Ja. Nach Orange. Also die Carolina Reaper. Car- Carolina Reaper. Carolina Reaper hat Oh, 1,2 Alter. Millionen Scoville. Oh. Ah, der Rübser. Alter, der... Oh mein Gott, wer? Ich gehe nachher ins Atelier und rülpst jemand da, gerade Augenbrauen. Zzzzt. Weg. So, jetzt habe ich noch eine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich scharf gegessen habe. Und da war in Dax bei meinem Homeboy, wo ich im Militär kennengelernt habe. Grüße gehen raus an Herr Welter. Und dann bin ich bei ihm Zigeuner, Lachs Skifahren. Und dann hat es mich einmal mitgenommen in den Ausgang. Und dann hat es mir so einen Chili-Shot gegeben. Oh, der war so scharf. Boah. Hey, Dort habe ich mir den Finger gegeben. echt das? Ja, und dort habe ich sogar Blut gespuckt. Boah. Also das ist, Ah, ist nicht einfach Magensäure Wahrscheinlich verfärbt. mit Alkohol wegen- und so, ne? Auch noch eine Mischung. ich glaube, da ist so ein Weil, Speichel also- da gewesen. Ich glaube, das passiert noch recht schnell. Nein, wegen Chili ist ja wahrscheinlich rot gewesen und dann Nein, der verfärbt. ist durchsichtig gewesen. Der Shot ist durchsichtig gewesen. Man sieht jetzt nicht, dass Ah, es viel ein Chili ist. durchsichtig, Alter. Der ist durchsichtig gewesen. Extrakt wahrscheinlich. Die haben im Alkohol, ohne Alkohol natürlich, Chili-Schoten rein tun. Da hat es wie aufgenommen. Es ist so. durchsichtig gewesen. Okay, Man komisch. sieht es eigentlich gar nicht, dass es ein Chili-Shot ist. Du nimmst den als Shot, weißt du? So, Hä? hey, nie danke, gesehen. und nachher weg. Komisch. Ja, vielleicht können wir mal. Ey, lustigerweise hat mein Großvater sehr, sehr gern scharf gegessen. Er hat seine eigenen Chilis gezüchtet und so. Und er hat einfach ein Loch in den Magen bekommen, weil er so viel Chili gegessen Ja, hat. das kann gut sein. Einfach Loch. Ja, Zürich In macht the immer nicht mehr making. mit. Zürich und dann Ja. Magen-Darm-Zürich. Magen-Zürich. Nicht Magen-Darm-Säure. Magen-Darm-Zürich. Magen-Darm-Grippe. Aber Echt jetzt, Mann? Magensäure. Jetzt habe ich Angst, Mann. ja. Nein, ja, aber er hat übermäßig. Ja, aber Max. Aber ist geil gewesen, oder? Fuck, ja, Mann. sind wir wach? Belebend. 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 Du da mit dem Kran. ist einfach runtergekriegt. Es wird sicher ein paar lustige Reels geben in den letzten 10, 15 Minuten. Nein, 10 Minuten. Also ich habe schon lange nicht mehr so scharf gegessen. Ich bin schon ein Fan von gewisser Schärfe. Ja, zu bei dir habe ich scharf vor der nicht. meisten Angst gehabt, Bro. Echt? Ja, bei dir meiste Angst gehabt. Ja, zu Recht. Ja, auf jeden Fall bringt noch der Marke sehr. Der ist richtig. Man kein gutes Gefühl, ich sag's ehrlich. Ja. Da habe ich gar keinen Bock. Also ich würde jetzt auch nicht so, dass Das machen wir uns jetzt daran gewöhnen, dass wir jetzt für den Podcast irgendwie uns umbringen. So wie ein Simon Desi oder so ein Scheiß. Wir bauen immer ein bisschen Challenges rein. Gut, die nächste Challenge wird sein mit 80 Hamburger in der Badwanne. Kennen ihr die? Oh mein Gott, ja. Die sind schlimm. Oh, ich habe Hunger mehr. Also Jungs, ich glaube, wir sind bei Eis. Ja, wir sind fertig. Sind wir bei Eis? Stabile 15. Perfekt. Nein, Eis schon 15 Minuten. Ich glaube, Oha. wir haben es abrappt, wie Spotify würde sagen. Jungs, ist schlimm. Ähm, Ja, voll.
Danke vielmals. Danke vielmals, dass Ist ihr Geduld habt mit uns. Letzte Woche, danke vielmals, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Was sagt Togo? Ihr könnt mich mal einschalten. Oh. Kennt ihr das noch? Ah, ja. Ich glaube, mir noch nicht erwähnt, dass es ein Kollege da beim iPhone-Doktor war. Beim iPhone-Zahnarzt. Meinst du Roadcaster? Der Roadcaster. Ja. Das ist Deswegen ein ist jetzt Haarsorge bekommen. Das stimmt. Ich bin dort reingelaufen, 2 Haare sind schon am Boden gefallen. Dritte bin ich wieder ausgerutscht und nachher nochmal am Boden gefallen. Naja. Also, liebe Mitmenschen, wir sehen uns nächste Woche, sind lieb zueinander und packt euch warm ein, weil es ist verdammt kalt geworden. Ciao zusammen. Ciao. Peace. Adios. Oh, das ist zu schlimm gesehen, ich sag dir ehrlich. Also mein Magen brennt. Mein Magen brennt immer noch. Lohnt sich, um im Nachhinein in den Finger zu stecken?